Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Ja, das habe ich in der letzten Episode echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt hier, das Gelände. Und dass es noch so groß ist. Aber statt durchzurennen, würde ich auch sagen, dann machen wir doch lieber eine extra Episode und würdigen das ganze Gebiet nochmal richtig. Und dann mache ich dann Erfahrungspunkte mit, was es gibt. Nee, Mistkerl. Okay. So, komm schon. Boah, die halten aber echt was aus, die Kerle. Gott. Jetzt werden wir drauf und das Vieh ist auch hinüber. Und da, kommen wir da eventuell nochmal in den Geheimgang? Nö, da können wir nicht durchschluppern. Okay. Na gut. Aber da unten ist was und so ein hässlicher Ocklin hat es doch bewacht. Ich hab's doch genau gesehen, da ist er. Knalldutt, Zauberperl. Da vorher haben wir es gemacht. Ja, schade, dass du auf den drauf haust, der es eigentlich nicht mehr so wirklich gebraucht hat. Na egal. So, das heißt nochmal auf den. Leverwurst, jetzt kannst du drauf hauen. Sehr schön. Weil die halten doch ein bisschen mehr aus. Und die geben auch ordentlich Erfahrungspunkte an miteinander. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles soweit gepackt hier. Jetzt war aber noch der Gang, der mich ein bisschen gestört hat, wo wir nämlich durchkommen sind. Mag ich mir auf jeden Fall jetzt aber auch nochmal angucken. Ach ja, ach ja. Am Ende von der Episode muss ich auch noch sagen, muss ich gleich mal anmerken an der Stelle, dass es hier noch zu einer kleinen Anspruch kommen wird. Genauso bei der anderen Episode von dem Dach. Wir werden das bestimmt schon bei der anderen Let's Plays auch schon gehört, aber je nachdem, was ihr halt gucken. Es gibt ja auch Leute, die gucken nur Secret of Evermore bei mir. Und es gibt Leute, die gucken auch nur Baldur's Gate, Uncharted. Ach ja, schauen wir mal. Ach scheiße, jetzt habe ich dem Hund dazwischen gefunkt. Okay, gucken wir nochmal da. Der braucht wieder ein bisschen, bis er nachher gewackelt ist. Ach stimmt, das war ja nur dort, genau. Und da war auch nur Hundekuchen drin, von denen ich genug habe. Und die Teleporter scheinen auch irgendwie das Aufladen von Leverwurst zu blockieren. Zack. Und nochmal einer hinterher. Ich hoffe, ich bin schneller als der Hund. Jupp, damit der nicht seine Gabe verschwendet. Aber da war die Blockade, wo ich nicht durchkomme. Da brauche ich, glaube ich, was anderes als mal Axt dazu. Oh, aber dafür habe ich das Vieh hinten dran kaputt gemacht. Ja, okay. Ich denke, das war es tatsächlich hier. Hätte ich in der letzten Episode doch noch abhandeln können. Autsch. Aber egal. Kupst wie gedupst. Neue Episode, neues Glück und so. Ich finde, solche Passagen sollte man jetzt auch nicht wirklich im Schweinsgalopp machen. Man sollte sich für sowas auch wirklich die Zeit nehmen. Es ist kein Let's Run, es ist ein Let's Play. Und für sowas sollte man einfach auch die Zeit haben. Aber gut, so wie es aussieht, komme ich da erstmal nicht durch. Ansonsten haben wir alles durchgemacht, was wir können. Platsch. Dann also wieder zurück. Die Stelle bei der Pyramide merken wir uns auf jeden Fall einfach mal. Falls wir möglicherweise im späteren Spielverlauf etwas finden, dass wir da durchkommen können. Okay, erlaub. Dann haben wir das erledigt. Gerade mal gucken. Okay, da ist der Hund wieder irgendwo heroisch im Nichts rumgesprungen. Ah ja, genau, das ist der ursprüngliche Weg. Das ist es. Und da müssen wir weiter. Also die Fundamente von der Pyramide beunruhigen mich tatsächlich. So, da geht's wieder zum Camp. Und dann haben sie gesagt, im Norden ist was passiert. So, der Fluss ist fort. Das heißt, wir können jetzt gen Norden. Knödel. Ach ja. Autsch. Es wimmelt von Zauberkünstler Morbius bzw. Tim. Für jeden, der Ritter der Kokosnuss kennt. Was seid ihr für ein Mann, dass er es vermögt, Feuer zu machen ohne Zunder und Feuerstein? Es gibt einige, die nennen mich Tim. So geil, so großartig. Okay, jetzt ist hier was erschienen. Und wir können hier runterhupsen.
Wie man das so kennt, man sieht einen Wasserfall und eine Höhle, also springen wir erstmal eine Reihe und stoßen natürlich auf die Klippe und irgendwas hat geschleimt. Das hat nicht sehr gut geklungen. Boah, wo kommen wir dann jetzt raus hier? Gewitter, Dunner, Keitel. Und irgendwas stimmt mit der Grafik hier nicht. Irgendwas zuckt gewaltig. Das ist nicht gut. Also irgendwie mag mich die Grafik hier offensichtlich nicht. Und lauter Oglins überall. Warum blitzt dann das so? Also irgendwas stimmt entweder mit dem Emulator nicht oder mit der Spieldatei. Ich hoffe, das beeinflusst die Aufnahme nicht. Das sehe ich ja dann erst im Nachhinein. Ob das meine Spielaufnahme beeinflusst hat oder nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es die Grafik nicht beeinflusst oder sonst irgendeinen Scheiß macht. Und dass das stinknormal bleibt. Halt immer mit einer grelle Lichtblitze dazwischen, aber dass es einfach nicht beeinflusst wird. Alter, was sind sie denn, die Knechte? Widerliche Viecher. Eieieiei. Ah, ein Teleporter. Immer der Teleporter-Folge. Was hast du gefunden, Hund? Aha, hier ist was. Und zwar ein bisschen Wachs. Alla hopp. Nehmen wir mit. Da sind wieder Oglins. Mistkerl. Und da geht's in die nächste Teleporterei. Mistkerl. Macht's dir Spaß, Hunde zu quälen, oder was, du Scheißtyp? Bei Baldur's Gate gibt's ja auch so NSCs, die Druide. Die sagen dann immer, vergreift euch nicht an der Natur, oder sie vergreift sich an euch. Das ist auch so seelenlos gebabbelt. Ach ja. Und in dem Fall wird es sagen, vergreif dich nicht an Hunden, oder sie vergreifen sich an dir. Und... Autsch. Nee, Mistkerle, dann blockieren die ja noch den Weg. Mann. Ich renne hier aber auch einfach nur auf gut Glück durch, muss ich sagen. Weil ich auch ein bisschen Schiss gerade habe vor dieser ständig blitzende weiße Grafik. Ich weiß nicht, ob das im Spiel, im Originalspiel auf dem Super Nintendo Sellemolz dazugehört hat, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das könnte hier ein Problem einfach beim PC-Emulator sein. Aber irgendwie bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg trotz allem, oder? So. Du, Scheißtyp. Oh Mann, jetzt sind sie auf einmal 2 Wochen. Können die sich über Zellteilung fortpflanzen, die Viecher? So zu trauer wär's ne, jo, aber auf der anderen Seite, die rennen jo in große braune Kondome rum. Insofern glaube ich eigentlich, dass die geschützt sind, was sowas angeht. Autsch. Nee. Ein gute mittelalterliche Leinesack-Kondom. Na, komm schon her. Scheiß Typ. Oh Mann, jetzt habe ich... Ah, sehr gut. Glück gehabt, dass ich 2-mal geworfen habe und das zweite war noch gleich ein Crit. Boah, also von Epileptiker ist das definitiv nichts hier. So, nochmal einen Krafthauch hinterher schmeißen. Und der Hund hat nochmal den Oglin gekillt. Okay. Voll gestärkt. Geht's weiter. Alter, und die Viecher trifft man echt so schlecht. 550er, lecko mio. Jaballa. Und Subbaila. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich kann es gar nicht sagen. Ich gehe einfach mal immer der Transporter noch und im Weg noch. Also falls ich was Optionales verdummbeitel auf dem Weg, tut's mir echt leid. Es ist nicht meine Absicht, hier irgendwas zu versaubeuteln. Na, ich gehe mal lieber hoch. Hoch sieht immer gut aus, oder? In solche alte Spiele ist hoch normalerweise immer gut. Okay, da kann ich jetzt wieder da entlang. Und, ja. Das ist mal wieder Irrungen und Wirrungen durch Höhlengeländer. Vor allem, wenn auch noch 0 Licht dabei ist, das macht es auch wieder etwas schwieriger. Boah, Alter, sind das Grafikfehler. Aber gewaltiger. Ich hoffe, ich bin hier aus der Höhle schnellstmöglich raus. War ich hier nicht schon mal?
Weil das gefällt mir gerade überhaupt nicht mit dem Grafikfehler hier. Da war ich doch hundertprozentig schon. Ich erinnere mich doch, dass ich da mal, ach so, einen Weg hochgeschleppelt bin. Da komme ich nicht durch, ja. Okay. Aber da ist was. 3 Tropfen Essig, geil. Kann man gleich eine Gurkensalat rausschmeißen. Ach ja, ach ja. Oh, ja, hier war ich hundertprozentig schon. Oha. Warum treffen die Wichser mit ihr? Also Entschuldigung, wenn ich jetzt wirklich mal grob wäre. Aber warum treffen die Wichser hier mit ihrem scheiß Stecker die ganze Zeit, während ich meine abkämpfe und die Scheißviecher nicht mal kratzen kann in der Perspektive von unten? Das ist doch zum Kotzer. Okay, da geht es nochmal irgendwo zu einer Landzunge hier. Führt mich alles nicht weiter. Da ist wieder das Teleporter-Teil. Aber der bringt uns dann wieder nur woanders stehen. Genau, da können wir geradeaus. Ist wieder was Teleporter-mäßiges. Moment. Da waren wir doch auch schon mal, oder? Nee, da können wir jetzt geradeaus durch. Heieieiei. Teleporter. Probieren wir mal den Over aus. Wie ist der Teufel, wo es mich hinführt? Ohne Scheiß. Ich habe 0 Peilung gerade. Und versuche einfach nur dran zu arbeiten, hier irgendwie rauszukommen. Aber ich glaube, ich bin gerade wieder im Kreis gerannt. Was Yankees Problem. Yankees Zuschauer sagen Yankee Schwachkopf. Wo geht's dann hier wieder lang? Nee. Ich glaube, irgendwie stimmt das nicht, wo ich da rumwatschel. Gewitter, du na Keitel noch einmal. Oder ist es jetzt doch der richtige Weg? Hilfe! Ich weiß es gerade echt nicht. Ach, ich nehme einfach alles, was ich an Teleporter hier kriegen kann in dem Gebiet. Ne, das bringt mich wohl nicht großartig weiter. Oh Mann, oh Meter, das teleportiert mich nur irgendwo auf ein einsames Eiland. Oh Mann. Scheiße, ich sowieso mit meinem Geografieproblem. Ich glaube, das hätte ich in der letzten Episode sowieso nicht gepackt, wenn das so hier abgeht. War vielleicht doch echt geschickter, dass ich nochmal extra Episode rausgemacht habe. Oh Mann. Da oben ist irgendein Krug, aber an dem komme ich nicht dran. Und oben fusselt der Bildschirm wieder wie Sau. Also ich hoffe, ihr könnt es irgendwie auch so sehen, wie ich das sehe. Hilfe. Jetzt sind wir wieder dort. Jo, komm. Da kommen wir dran. Sehr schön. Und hier gibt's 3 Zauberperle. Sehr schön. Also wenigstens ein bisschen was Optionales haben wir jetzt abgestaubt. Aha, wir sind richtig. Nein! Wir sind wieder bei irgendeiner Kreatur. Hagelsturm. Mistding. Wisst was? Ich hab die Schnies voll. Mir geht's auf Säckel. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und was ist dann das hier überhaupt? Was bist denn du für ein Gewitterputzer? Tentakel, Monsterqualle. So ist auch jeder zweite Besucher in McDonald's. Monsterqualle. Oh Mann. Oh Mann, oh Meter. Scheiße, jetzt habe ich auch noch das vergeudet. Okay, alles auf die Monsterqual drauf. Mann. Hua. Ansonsten heile kann ich uns beide nochmal. Weil der Säureregen oder was es ist, der macht offensichtlich auch wirklich ordentlich Schade. Ich würde jetzt sagen, wir positionieren uns hier hin an die Qualle. Obwohl, kann ich denn so treffen? Gucken wir mal. Ja, wie es aussieht, kann ich denn so treffen. Und ich denke, das ist einfach das sicherste Gebiet hier. Okay. Dann machen wir das doch einfach so.
Weil du hinten verwischst mich nicht oder bist kaum. Und so kann ich einfach attackieren. Ich glaube, das war auch früher immer mein Trick bei dem Vieh. Zwischendurch mal immer wieder Kraft hauche. Hagelsturm kriegen wir auch noch ab, das macht nichts. Ja, und es zieht nicht gerade wenig ab bei dem Vieh. Quatsch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Gebiet hatte ich null auf dem Schirm mehr. Das ist gerade auch für mich wieder neu. Ich habe hier, wie gesagt, Secret of Evermore maximal 3 Mal gespielt und das ist jetzt entweder das 3. oder das 4. Mal, wo ich das spiele. Und da habe ich sehr, sehr viel vergessen, muss ich sagen. Es gibt ein paar Passagen, die habe ich noch erstklassig im Kopf und manche, die sind komplett weg, so wie die Monster-Qualle hier. Aber ich denke, das ist die beste Strategie hier, die wir machen können. Boah, Alter! So, dann wieder auf uns beide. Chill dein Leben, Monsterqualle. So, da. Aber Heile funktioniert ja eigentlich auch wunderbar hier. Und wir ziehen immer was ab. Also so lange wie der Kampf nicht geht, denke ich. Säuresturm, okay. Das hat uns jetzt beide wieder vergift. Ackermann erreicht Level 21. Leverwurst erreicht Level 20. Und das Vieh ist kaputt. 5000 Juwele gibt's auch noch. Heieiei. Und Honig. Hey, Kleiner, los in der Helmer. Okay. Du hattest jetzt auch nicht wirklich die Wahl? Und ihr seht vielleicht unten rechts, dass sich jetzt der Hund wieder geändert hat. Und zwar zum dappigsten Vieh im ganzen Spiel. Jetzt ist klar, warum der Brunnen ausgetrickelt ist. Die Kreatur muss der Grund davor gewesen sein. Gut, dass du sie kaputt geschlagen hast. Ja, freundlicher Landsknecht. Wie bist du eigentlich auf den Grund vom Brunnen gekommen? Mein Hund und ich sind im unterirdischen Gang gefolgt. Es war dort sehr duster, außerdem sind da ein paar Typen mit Umhänger rumgedappt. Das waren Oaklins gefährliche Monster, so sagt man. Die sollen Zweiköpfe haben und messerscharfe Zähne und Klaue. Naja, ich weiß nicht, ob das so ganz zutrifft. Naja, egal. Könnt ihr meinen Hund bitte auch rausholen? Der ist noch da unten. Aber sicher. Das haben riesige Zinke. Der kommt bei mir vor, als ob er einen viel zu großen Kopf hätte für den Körper. Hey, Leverwurst, spring in der Eimer. Nein, es ist ein rosa Pudel. Boah, ich habe ja mit einer Überraschung gerechnet, aber das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Ein Pudel. Ach du Scheiße. Und noch ein prächtiger dazu. Wo sind wir dann hier? Naja, wir befinden euch jetzt südlich vom Chaosturm, neue Burg von der Königin. Wir sollten die Königin mal besuchen, die hilft euch sicher weiter. Magst du das Spielstand speichern, Ackermann? Aber klar doch. Und jetzt sind wir südlich Chaosturm mit Level 21. Super geil. Wiedersehen. Ja, was willst du uns dann zeigen, Leverwurst? Ah, das willst du uns zeigen. Und jetzt können wir das wieder hochkurbeln. Und, was finden wir? Und, was kommt raus? Ein Oglin. Wie gut. Voll Teufel. Ja, der wird noch später wichtig sein, der Oglin. Gucken wir mal, was wir noch so rausholen können aus dem Ding. Dann. Nee, sonst kommt nichts mehr raus. Allerhopp, dann dir die Sache, ihr liebe Leute. Das ist meine vorerst letzte Episode. Morgen geht's für mich 2 Wochen nach Israel. Ich bin auf archäologischer Prospektion dort. Das heißt, ich werde mit Kollege und mit einem Dozent von mir von der Uni Mainz werde ich ein Gebiet beim nordwestlichen See Genezareth prospektieren und mir das angucken.
zusammen mit der Kollege. Die Sache ist, dass bei dem Khalife-Palast Khirbet al-Minya am nordwestlichen Ufer vom See Genezareth, dass dort auch Tel Kinneret in der Nähe ist. Das ist ein bronze- und eisenzeitliches Tell, also Höhesiedlung. Und in der Nähe von dem Tell soll ein Pilgerpfad um den See Genezareth gebaut werden. Und wir untersuchen das Gelände und schauen uns an, gibt es dort eventuell Spuren von einer archäologischen Siedlung von dem Tell, also von einer Unterstadt von der Höhesiedlung, oder gibt es dort eventuell eine Nekropole, oder gibt es auch irgendwelche andere archäologische Hinterlassenschaften, möglicherweise auch vom Khalife-Palast Khirbet al-Minya. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an, und wenn das von Erfolg gekrönt ist, das Ganze, dann müssen wir die israelische Behörde auf jeden Fall Bescheid geben. Wir werden einen Workshop für die Israelis und für die Deutsche Botschaft etc. pp. Und auch für die Leute, die uns die Unterkunft stellen, werden wir dort einen Workshop halten und dann unsere Ergebnisse präsentieren, egal ob wir fündig wären oder nicht. Und wenn wir fündig wären, muss es auf jeden Fall eine Ausgrabung geben. Und bei dem Projekt bin ich dabei bis zum 5.9. und ich bin dann erst am 6.9. wieder zu Hause. Es tut mir leid, Yankee muss in der Zeit leider pausieren aufgrund von Arbeit. Aber eins kann ich euch versprechen, das werde ich auch nochmal in der anderen Videos sagen, aber falls ihr nur Secret of Evermore bei mir guckt, erfahren das halt auf dem Weg jetzt. Und außerdem ist Secret of Evermore das erste Video, wo jetzt wirklich tatsächlich an dem Punkt angelangt ist, wo ich vorbereite. Ja, auf jeden Fall werde ich danach nochmal so ein Special-Video machen und werde jede Menge Bilder machen und euch dann meine Arbeit präsentieren und euch nochmal per YouTube Bescheid geben, was ich da eigentlich gemacht habe. Also rechnet mit vielen schönen Bilder aus Israel. Nicht gleich die abonniere, wie gesagt, es gibt so viele Leute, bei denen ihr noch Sonnenstreik gucken könnt und andere Let's Plays von mir, die ihr gucken könnt. Ich habe meine Abonnenten bisher als sehr treue und sehr tolle Leute kennengelernt, die wirklich nicht über 100 sind derzeit noch, aber die 100 knacken wir in dem Jahr. Aber meine Abonnenten sind Leute, auf die ich zählen kann. Meine Abonnenten sind ganz großartige Leute, die mich zu dem machen, was ich bin und die mich dazu bringen, immer weiterzumachen bei dem Let's Play-Kanal, auch wenn der Ackermann jetzt gähnt. Aber wie gesagt, vielen Dank nochmal für euch alle. Wir sehen uns dann in 2 Wochen ab dem 6.9. wieder. Machen's gut, habt eine schöne Zeit und freuen euch schon auf die Ergebnisse, die ich aus Israel dann bringen werde, um sie euch kundzutun. Machen's gut dann. Ab dem 6.9. geht's wieder weiter mit Secret of Evermore auf Pelzig. Ayan Yankee.